Jungs, alles klar. Du hast den Crown Cletus oder den Chris. Fuck, bin ich verkältet, es kommt mir richtig auf die Eier. Die Nase ist die ganze Zeit am Laufen, schön am Schnuddern, am Hüsteln. Ich meine, wer könnte es nicht, erzähle ja niemandem etwas Neues, aber es ist einfach immer wieder feststellen, dass es halt schon nicht ganz so gäbig ist. Und man ist auch nicht ganz so fit. Darum spiele ich momentan lieber so ein bisschen Singleplayer-Games wie eben Sleeping Dogs. Dort muss ich mich nicht so anstrengen, dass ich nach 20 Minuten hure am Schwitzen bin, dass ich weil ich hure dick angelegt bin. So sind die Wörter richtig eingeordnet. Und ja, keine Ahnung. Was ihr hier im Hintergrund seht, wisst ihr jetzt auch gerade nicht. Ich habe einfach mal das Mic schnell angelassen, weil ich etwas erzählen wollte. Es ist jetzt Sonntag, wieder mal 12 Uhr. Immer etwa so eine gute Zeit für mich, um langsam wach werden. Und dann habe ich, keine Ahnung, wie noch oft am Morgen mal schnell das iPhone oder das iPad in die Hand genommen, geschwind YouTube-Abos gecheckt und ich habe ja schon noch viele Kanäle abonniert und vor allem halt auch Call of Duty Kommentatoren und ich habe es glaube ich schon gesagt, nur weil ich das Game nicht spiele, heisst das noch lange nicht, dass ich keine Videos darüber schaue. Und es gibt so einen Typ, den ich schon relativ lange abonniert habe, der Ozrak heisst der, ein Ami ist es glaube ich. Und der hat einen Kollegen, der Scrub Killer, und sie haben beide, wie gesagt, einen eigenen Kanal. Können sich auch im Real Life spielen, auch immer wieder zusammen, das sieht man auch zum Teil in ihren Gameplays. Und ich weiss nicht, der Oz war früher recht ein Camper und er kommt mir aber fast ein bisschen arroganter her, wenn er so am Texten ist. Aber was ich bei ihm halt schätze, was er erzählt, macht eben schon noch Sinn. Wenn es dann nicht gerade irgendwie so ein Geblöffen ist oder so. Darum, seine Videos sind noch easy. Die Qualität von seinen Videos ist auch immer sehr gut. So mit der Color Correction schafft er auch immer, macht das Bild auch noch ein bisschen schärfer. Und der Scrub ist dann eigentlich ihm so ein bisschen gefolgt. Sie haben auch darüber getextet, dass man mit YouTube auch ein bisschen Geld verdienen kann, oder ich weiss doch auch nicht. Und der Scrub ist eigentlich ganz ein gechillter Sicht, das kann ich echt so sagen. Auch zwischendurch mal einen Livestream von ihm reingezogen. Er ist auch schon Daddy und alles. Und alles alt wie ich, vielleicht auch noch ein bisschen jünger, ein bisschen älter, spielt auch gar keine Rolle. Auf jeden Fall schon nicht mehr 14. Er ist auch relativ gut und wenn sie zusammen spielen, sind sie eben schon sehr ein gutes Team. Eigentlich ein erstaunlich gutes Team, ein super Zweier-Kombo. Und per Zufall haben sie hier das Video vom Scrub Killer gesehen, kurz darauf das von Moss. Sie sind irgendwie erst gerade in einem Ground War auf einen Clan gestossen. Alle, die das gleiche Clan-Tag hatten, Click haben sie geheissen. Ground War ist ja 9, also es waren 9 Stück. Und man weiss natürlich nie, was im Vorfeld gelaufen ist und so, weil so ein Video ist ja einfach immer nur der Ausschnitt aus einer Situation. Darum muss man es auch immer mit Vorsicht genießen. Aber was sie hier haben aufgenommen, und das ist noch cool, man sieht es aus beiden Perspektiven her, ist eben schon ein bisschen bedenklich. Weil die Klick-Jungs reissen die Fressen auf ohne Ende. Der Constant Problem, der mit seiner 3er-KD irgendwie am Bluffen ist, was sowieso eigentlich extrem armselig ist. Echt jetzt. Hat sein Gamertag mittlerweile geändert und ist jetzt bekannt unter dem Namen. Jetzt habe ich mich selber gerade verziggert. Genau, Infamous Problem. Und er ist auch schon dermaßen bombardiert worden mit Nachrichten, dass er sich einfach mal in die Hose geschissen hat und seinen Namen geändert. Oder vielleicht auch wegen seiner Freundin, wie er am Schluss von beiden Videos noch erzählt, dass er ist aus dem Game rausgegangen. Ja, vielleicht stimmt es ja, man weiss es nicht. Ihr könnt ihm sonst gerne auch eine Nachricht schicken. Einfach so ein Fuck you oder so ist aber schon tiptop, das sind ein paar Zeichen, die er schon alles erklären in meinen Augen. Und ich tue euch die Links auch hinterlassen. Nehmt euch schnell die Zeit. Klar, es sind jeweils fast, keine Ahnung, 12, 13, 14 Minuten. Das geht nicht mehr im Kopf. Aber es lohnt sich, das Geschwing von beiden richtig anzuschauen. Englischkenntnisse sind halt leider vorausgesetzt. Aber ich denke, das versteht man schon. Dann das Commentary zum Game, das läuft, ist auch noch interessant. Und dann eben am Schluss, eigentlich das, was in der Lobby abgeht, ist äußerst interessant. Und es zeigen sich hier mehrere Sachen,
Und ich stimme diesen zwei hier eigentlich schon zu, weil rassistische Arschlöcher sind in meinen Augen einfach schon die grössten Wichser, die es gibt. Und gewisse fühlen sich da sicher gerade ein bisschen nachtreten, weil sie gewisse Probleme haben mit Ausländern und so. Und ich denke, jedes Volk, jeder hat irgendwann mal ein Problem mit einem Ausländer auf der ganzen Welt. Weil ja heutzutage die Durchmischung schon noch gross ist. Aber was viele dann dort vergessen, und das ist eigentlich auch meine Ideologie, ich habe im Job viel mit anderen Ländern halt auch zu tun gehabt. Und es gibt einfach überall coole Leute. Es gibt wirklich überall coole Leute. Auch in dem Land, wo du denkst, das sind die grössten Vollidioten, wie die Amis, aber schon ein bisschen so in der Masse wirken sie aber schon ein bisschen dumm. Aber auch dort gibt es ganz viele coole Leute. Und nur weil ihr dort keine Sau kennt, heisst das nicht, dass es alles Arschlöcher sind, weil sie schwarz sind oder weisst was auch immer wir jetzt wieder für ein Land nehmen. Sondern nur, weil ihr halt eingeschränkt seid, dort jemanden zu kennen. Und das ist jetzt kein Vorwurf. Ich meine, nicht jeder hat das Geld und das Interesse, irgendjemand herzugehen. Aber wenn man mal noch ein bisschen her würde gehen und sich auch ein bisschen mit diesen Leuten auseinandersetzen, es gibt überall coole Leute, es gibt überall herzliche Leute und so. Und darum ist für mich Rassismus eigentlich etwas ganz, ganz Leids. Und auch etwas, wo zeigt, dass der Mensch, der rassistisch ist, eigentlich wirklich sehr, sehr eingeschränkt ist in seiner Denkweise. Und auch wenn dort jetzt jenste Leute herkommen und das fundiert können belegen, was ihre Ansicht betrifft und so. Wie gesagt, es gibt wirklich überall coole Leute. Und darum ist es ein Witz, darum ist Rassismus eigentlich ein verdammter Witz. Und wenn ich dann sehe, wie die Jungs da durchdrehen mit ihren Witzen und so, nach dem Duschen, dass man immer noch dreckig ist und so, ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere das auch lustig findet. Aber ich denke mir dann einfach, weißt du, was ist die Kernaussage? Was ist der Motivator von dieser Person, jetzt von diesem Constant Problem, so eine Äußerung zu machen? Ich meine, das basiert doch schlussendlich darauf, dass er in irgendeiner Form noch ein Defizit hat. Oder in irgendeiner Form mal betroffen war von irgendeiner Situation, wo er nicht damit klarkommt. Weil wenn er mit Intelligenz hat es eben nichts zu tun, aber wenn er genug offen wäre, zu realisieren, dass so Aussagen eigentlich völlig sinnfrei sind und auch völlig nutzlos. Ja, ich bin einfach selber gerade sprachlos, muss ich echt sagen. Es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Zwischendurch mal so einen Witz oder so. Die mich ein bisschen besser kennen, wissen dass ich aber nicht unbedingt so erfreut reagiere auf die Scheiße. Und ja, ich habe es jetzt erklärt. So geht es dann in mir ab. Und klar, eben, man kann es lustig nehmen, man muss es nicht so ernst nehmen und so. Aber auf der anderen Seite läuft es einfach wieder in das Muster rein, das man auf YouTube die ganze Zeit sieht. Die ganzen behinderten Leute, die Energie darauf verschwenden, irgendwelche Hater-Aussagen zu hinterlassen oder so. Das sind eigentlich richtig hohle Schauen, wo ich meine, okay, es gefällt dir nicht. Scheiß drauf, dann schau es nicht an. Ich finde, das ist das schönste Motto, das es gibt im Hinblick auf Videos. Und sich dort auch noch Zeit zu nehmen, so einen scheiß Hater-Kommentar reinzuschreiben, ist aber auch schon noch strange, weißt du? Ich meine, ja. Aber ja. Das sind so ein bisschen die Phänomene, die ich im Moment extrem interessant finde. Was heisst schon im Moment? Rassismus gibt es schon seit immer. Und eben, es gibt sicher gewisse Einzelerlebnisse, wo man von einer Gruppe von Menschen, die jetzt gleichfarbig waren, extrem ist, ich weiss doch auch nicht drunter gekommen oder so, oder wie auch immer, aber das ist auch aus irgendeinem Grund entstanden. Noch ein kleines Beispiel, ich habe mal vom Geschäft aus auf Bahamas müssen, dort irgendeinen Router installieren und so. Und habe natürlich dann auch nicht nur gerade einen Tag dort verbracht, sondern es waren mehrere, auch noch ein bisschen am Strandschild. Und ich bin durch den Strand gelegen und ich war der einzige Weiss auf dem ganzen Strand. Und weisst, es ist keiner hergekommen und hat gesagt, hey Mann, du scheiß Weissbrot oder so, was machst du sich da? Oder kein Plan. Ich meine, sie sind auch interessiert am Tourismus und ich bin auch nicht gerade an einem Strand gelegen, wo ausgeraubt wirst und so. Also das muss man schon berücksichtigen. Es gibt ja überall die gefährlichen Plätzchen. Auch in Ländern, wo es keine Schwarzen gibt oder so. Ja, ja.
Eben ja, und das war noch eine interessante Erfahrung gewesen, und das war voll easy gewesen, und ich bin froh gewesen, dass es voll easy war. Und ich kann mir eben vorstellen, dass jemand, der jetzt schwarz ist und halt unter Menschen unterwegs ist, wo, ja, wo alle nur weiss sind, der freut sich doch auch, wenn er nur wegen seiner Farbe nicht diskriminiert wird, Mann. Wollt mich echt verarschen. Ja, ja. Eben, wie gesagt, es gibt überall coole Leute. Ich denke, das sollte man ein bisschen im Kopf behalten. Oh Scheiße, da hat sich gerade ein Nieser angebahnt, aber gleich nicht müssen. Da ist immer etwas ganz Leids. Schon wieder abgekommen. Eben ja, überall gibt es coole Leute. Behaltet das im Kopf hin. Und wenn ihr auf Xbox Live oder so irgendwelche Leute da anpissen oder so, mein Hirn ist vollgeschleimt. Und kommt aber gar nicht so mit. Dann denkt einfach daran, dass heutzutage Mengen ein Aufnahmegerät hat. Sei es ein HDPVR, ein Elgato-Gerät, Roxio. Es gibt mittlerweile so viel. Und die Frage ist einfach wirklich, ob ihr nachher irgendwann im Video wieder hören wollt, wo ihr Scheiße am Texten seid und dann im Nachhinein vielleicht überlegt, hey Mann, eigentlich ist es wirklich voll blöd gewesen, so etwas rauszulassen. Es gibt so viele Beispiele im Internet, wo Leute irgendwie unter etwas leiden, weil sie mal irgendeinen Crap gemacht haben, gesagt haben, ein Video mit einer Eistee-Flasche oder ich weiss doch auch nicht, hat irgendeine Scheiße geschnurrt, Rassismus. Seid einfach nicht so blöd und lauft dort rein. Und ja, nehmt es locker. Ich meine, wer im Internet eine grosse Fresse hat, das wissen wir ja alle. Das hat noch lange nichts zu heissen. Das ist vielleicht irgend so ein kleines Würstchen, das einem auf der Straße nicht einmal getrauen in die Augen zu schauen, das jetzt nur unter einem Mantel vom Internet mal ein Move macht und so. Ist schon amüsant. Und eben auch hier, niemandem will ja das Bein pissen. Man kann es ja auch mal ein bisschen lustig haben und so. Aber es gibt einfach schon überall Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Und von dem her finde ich es eigentlich noch eine gute Sache, dass eben jetzt die Aufnahmen sich schon ein bisschen verbreiten von so Vollidioten. Ja, ich habe es lang geschnurrt, solange wie diese Videos gehen. Wenn ihr noch etwas möchtet anschauen, zieht euch die noch schnell rein und schickt dem einen Vollidiot noch eine Xbox Live Message, wenn ihr gar nichts Gescheiteres zu tun habt. Infamous Problem heisst er, ich tue es da auch noch in der Beschreibung. Ist sicher auch nicht das Intelligenteste, so Nachrichten rumzuschicken. Aber ja, was soll's? So Leute sollen einfach realisieren, dass sie nicht einfach so die Fresse aufreissen können. Und eben, da ist im echten Leben sicher auch ein kleines Würstchen. Naja, so kann es gehen. Das wäre schnell so meine Sonntagsmorgen-Anspruch gewesen. Wort zum Sonntag in dem Sinn. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder oben. Macht's gut. Ciao zusammen.